in unserem Nachdenken über das Gebet. Nadaljujemo z razmišljanjem o molitvi. Unser erster Teil jetzt ist, Prvi del je, was geschieht, wenn Leiter beten. kaj se dogaja, kadar molijo vodje. Das ist für Leiter sehr wichtig, To je pomembno za vodje, aber es ist für jeden anderen auch wichtig. vendar prav tako za vsakega drugega. Lasst uns die Begebenheit lesen aus 2. Mose 17, Preberimo, kaj se je zgodilo v 2. Mojzesovi 17, Verse 8 bis 16 und ich bitte dich, lies sie 8 gleich do 16. kroatisch. Jaz bom takoj bral sloveniš. Slowenisch, ja, Entschuldigung. 2. Mojzesova 17 vom 8 8 bis 16. od 8 do 16. Tedaj je prišel Amalek in se je bojeval z Izraelom v Refidimu. Mojzes je rekel Jozuetu, izberi može in pojdi na spopad z Amalekom. Jutri se bom postavil na vrh hriba z Božjo palico v roki. Jozue je storil tako, kakor mu je naročil Mojzes, da bi se bojeval z Amalekom. Mojzes, Aron in Hur pa so stopili na vrh hriba. Ko je Mojzes držal roke k višku, je zmagoval Izrael. Ko pa jih je povesil, je zmagoval Amalek. In Mojzesove roke so se utrudile, zato sta vzela kamen in mu ga položila, da je sedel nanj. Aron in Hur pa sta mu podpirala roke, eden na eni, drugi na drugi strani. Tako so njegove roke ostale trdne vse do sončnega zahoda. In Jozue je z ostrim mečem premagal Amaleka in njegovo ljudstvo. Tedaj je Gospod rekel Mojzesu, zapiši to za spomin v knjigo in povej Jozuetu, da bom docela izbrisal spomin na Amaleka izpod neba. Potem je Mojzes postavil oltar, ga imenoval Gospod je moj prapor. Rekel je, roko na Gospodov prapor. Gospod se bo vojskoval zoper Amaleka iz roda v rod. Es handelt sich um die erste Schlacht, die Israel zu bestehen hatte nach der Auswanderung aus Ägypten. Gre za prvo bitko, ki jo je moral prestati Izrael po izhodu iz Egipta. Und in der ganzen Bibel V celotnem svetem pismu ist das die erste Begebenheit, gre za prvi dogodek, wo Gott angeordnet hat, es aufzuschreiben. v katerem je Gospod Bog ukazal, naj se zapiše. Das zeigt uns, dass es ein wichtiges Beispiel ist. Gott wollte, dass wir das wissen. Torej, to je pomemben primer tega, da je Bog želel, da mi vemo. Wer ist ein Leiter? Kdo je vodja? Es gibt einmal formal eingesetzte Leiter, Obstajajo formalno postavljeni vodje, Vorsteher, Prediger, Älteste. predstojniki, pridigari, starešine, Es gibt Geschäftsführer, obstajajo poslovodje, Bürgermeister, župani, Lehrer, učitelji, aber es gibt auch Leiter, die nicht formal eingesetzt vendar sind, so tudi vodje, ki niso formalno postavljeni. die Kraft ihrer Persönlichkeit Einfluss ausüben. To so vodje, katerih moč njihove osebnosti izvaja vodstvo. Ein Leiter, möchte ich sagen, ist jemand, der Einfluss ausübt. Vodja je tisti, ki izvaja vpliv. In dieser Begebenheit geht es nun Pri darum, tem dogodku gre, Mose sagt, morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in der Hand. gre za to, da je Mojzes rekel, da bom zgodaj zjutraj stopil na hrib Josua sollte mit den Truppen in kämpfen. se postavil gor, Jozue se pa bo boril z skupinami vojakov. Mose wollte in dieser Zeit beten. Mojzes je želel v tem času moliti. Mose wollte für den Ausgang der Schlacht beten. Mojzes je želel moliti za izhod bitke.
Und wir sehen hier, was geschieht, Vidimo tukaj, kaj se je zgodilo, wenn ein Leiter betet, ko je molil vodja. immer vorausgesetzt, dass der Leiter in einer rechten Gottesbeziehung ist. Vedno pod pogojem, da je ta vodja v pravem odnosu z Bogom. Sodass Gott seine Gebete erhören kann. Tako da Bog lahko usliši njegove molitve. Es geht hier um einen wichtigen Vorgang zu bedenken für jeden Leiter. Tukaj gre za en zelo pomemben proces, v katerem mora razmisliti vsak vodja. Die Frage ist, hat der Leiter nur die Verwaltungsmacht, die ihm die betreffende Position gibt? Vprašanje je, ali ima vodja samo upravljalno moč, ki mu je dana, Oder hat er auch Vollmacht von Gott? ali pa ima pooblastilo od Boga. Man kann jedes Amt ausüben mit der Vollmacht, die das Amt gibt. Lahko izvajamo vsako službo s pooblastilom, ki ga sama služba v sebi nosi. Aber wenn ein geistlicher Leiter Toda če duhovni vodja nicht gleichzeitig Vollmacht von Gott hat, nima istočasno pooblastila od Boga, dann kann es sein, dass sein Leiten mehr Schwierigkeiten bringt. potem se lahko Als zgodi, da njegovo vodenje prinese več težav kot dobrega. Ich denke, jeder Leiter sollte bedenken, Menim, da bi vsak vodja moral premisliti was in Apostelgeschichte 6, Vers 4 steht. o tem, kar piše v apostolskih delih 6:4. Das sagen die Leiter der ersten Gemeinde, Tukaj so spregovorili vodje prve cerkve, die überlastet waren durch viele Dinge, ki so bili obremenjeni z mnogimi dejavnostmi sie suchen jetzt Diakone, die sie entlasten, in so se odločili poiskati diakone, da bi sebe razbremenili. und sagen, wir aber wollen anhalten am Amt des Gebetes und am Amt des Wortes. In so rekli, mi se pa bomo posvetili ali vzdržali, obdržali, da rečemo, molitev in oznanjevanje besede. Tu piše posvetili molitvi in oznanjevanju. Wenn ein Leiter wenig oder keine Zeit hat, Kadar vodja ima malo ali nič časa, was lässt er dann ausfallen? kaj potem izpusti, Wenn es das Gebet ist, če gre za molitev? wer soll es tun an seiner Stelle? Kdo bo molil namesto njega? In diesem Fall, den wir hier betrachten, betet Mose für seine Leute. V tem primeru, ki ga tukaj opazujemo, Mojzes moli za svoje ljudi. Oft ist es umgekehrt, dass die Leute für den Leiter beten. Običajno se dogaja obratno, da ljudje molijo za vodjo. Auch das ist wichtig und gut. Tudi to je pomembno in dobro. Aber der Leiter sollte auch für seine Leute Da beten. vodja naj moli tudi za svoje ljudi. Der Ausgang der Schlacht Izhod bitke hing nicht ab von der Tüchtigkeit des Mose. ni bil odvisen od Mojzesovega prizadevanja. Es hing auch nicht davon ab, dass er vermutlich als Adoptivsohn des Pharao die Tudi Militärakademie ni bilo besucht hat. odvisno od tega, da je on kot posvojeni sin faraona končal vojaške šole. Der Ausgang der Schlacht wurde bestimmt durch das Beten des Mose. Izhod bitke je bil določen z molitvijo, Mojzesovo molitvijo. Vers 12 sagt, 12. vrstica pravi, Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände. Aaron in Hur sta mu podpirala roke, Auf jeder Seite einer. na vsaki strani po eden. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Tako sta ostali njegovi roki povzdignjeni vse do sončnega zahoda. Hier sehen wir was sehr Wichtiges. Tukaj vidimo nekaj zelo pomembnega. Die Möglichkeiten des Leiters für einen siegreichen Ausgang hängen mit ab
von seinen leitenden Mitarbeitern. Možnosti vodje za zmagoviti izhod so odvisne od njegovega delovanja njegovih sodelavcev oziroma njegovega ravnanja s svojimi sodelavci. Wenn der Ausgang der Schlacht nur allein von Mose abgehangt hätte, če bi izhod bitke bil odvisen samo od Mojzesa, hätten sie auch verloren, bi prav tako izgubili. weil Mose müde wurde. Zato, ker se je Mojzes utrudil. Aaron und Hur unterstützten ihn. Aaron in Hur sta ga podpirala. Der Sieg kam durch diese Dreiergebetsgruppe. Zmaga je prišla po molitvi te trojice. Mose brauchte die Gebetsunterstützung seiner leitenden Mojzes je Mitarbeiter. potreboval molitveno podporo svojih sodelavcev v vodstvu. Vers 12, der dritte Teil sagt, so blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. V delu 12. vrstice piše, tako so njegove roke ostale trdne vse do sončnega zahoda. Der Erfolg dieser Schlacht Uspeh te bitke war nicht das Ergebnis eines Anfangsgebetes. ni bil rezultat začetniške molitve. Bei uns ist es oft so, Zakaj je pogosto tako? wir machen ein Anfangsgebet Na začetne molitve. Začnemo z molitvijo und dann sind wir an der Reihe. in potem smo mi na vrsti. Es hat an dieser Stelle einfach nicht genügt, nur ein Anfangsgebet zu sprechen. V tem primeru ni bilo zadosti izgovoriti samo začetno molitev. Mose, Aaron und Hur beteten, bis die Sonne unterging. Mojzes, Aaron in Hur so molili vse, dokler sonce ni zašlo. Das heißt, bis der Sieg errungen war. Torej do zmage. Beten wir nur am Anfang oder beten wir, bis der Sieg errungen ist? Ali molimo samo na začetku, ali tudi, ko je že zmaga dosežena. In unserem Buch Der Weg zur Gesundheit V naši knjigi Pot k zdravju, ne vem, katera je to knjiga, steht, piše, pflegt die Gewohnheit, mit dem Heiland zu reden, negujte navado govoriti z veličarjem, wenn ihr allein seid, ko ste sami, wenn ihr draußen geht ko hodite ven und wenn ihr bei eurer täglichen Arbeit beschäftigt seid. in ko ste zaposleni s svojim dnevnim delom. Wir brauchen alle unser Gebet im Kämmerlein, unser Gebet in der Stille. Vsi potrebujemo našo molitev v naši izbi, v tišini. Aber hier wird gesagt, Tudi tu pravi, betet, wenn ihr draußen seid. molite, ko ste zunaj. Die meisten von uns brauchen mehr Bewegung. Večina nas potrebuje več gibanja. Du kannst zwei Dinge gleichzeitig tun. Lahko opraviš dve stvari istočasno. Dich an der frischen Luft bewegen Se giblješ zunaj na svežem zraku und in dieser Zeit beten. in istočasno moliš. Das ist eine wertvolle Gewohnheit, Gebetsspaziergänge. Gre za dragoceno navado se sprehajati v gebet špacirgang, to je ena lepa beseda, ne vem, kako bi to napravili v slovenščini, molitvenim sprehodu. Gebetswege zu machen. Hvala, nova beseda. Molitveni sprehod. Und auch bei unserer täglichen Arbeit sollten wir unser Prav tako pri našem dnevnem delu bi morali moliti in se zahvaljevati. Sind wir uns bewusst, dass wir im Kampf sind? Ali se zavedamo, da se nahajamo v bitki? Ist euch bewusst, was Offenbarung 12 sagt? Ali se zavedate, kaj pravi Razodetje 12? Vers 12 sagt, dass der 12. Teufel vrstica einen pravi, großen Zorn hat da se je hudič razumel und dass er weiß, dass er wenig Zeit hat. in ve, da ima še malo časa. Und wer ist sein Ziel? In kdo je njegov cilj? Die übrigen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Tisti preostali, ki se držijo Božjih zapovedi in imajo Jezusovo pričevanje.
Wir wissen aus dem Mund von Leuten, die in Satansbewegungen waren, Vemo iz ust ljudi, ki so pripadali sotonističnim gibanjem, Satan hasst die Sieben-Tags-Adventisten am meisten auf dieser Satan Erde. najbolj sovraži adventiste na tem svetu. Und Roger Monod, der einer dieser ist aus der Satanskirche, Roger Morneau, ki je prišel iz te satanistične skupnosti, er sagt uns, Satans besonderes Ziel sind die Leiter. pravi, da so Satanov posebni cilj prav vodje. Nicht nur die Leiter in der Gemeinde, Ne samo vodje v cerkvi, auch Leiter im ärztlichen Bereich, im kaufmännischen vodje Bereich, na wo auch immer. medicinskem področju, ekonomskem področju, kjerkoli. Er versucht, die adventistischen Leiter stillzulegen, On poskuša adventistične vodje umrtviti umzulenken. in jih pozornost preusmeriti njihovo pozornost. Und Roger Monod sagt, wenn er noch besonders aufs Korn nimmt, In Roger Morneau pravi, koga še posebno je vzel na svoj das cilj. sind adventistische Studenten. To so adventistični študenti. Roger Monod schreibt in sein Buch, Roger Morneau piše, wenn adventistische Studenten an der Universität sind, ko so adventistični študenti na univerzi, bekommt jeder Student ein Dämon zur Seite, vsak od njih dobi svojega demona, ihnen andere Bilder, andere Gedanken in den Kopf zu geben. da mu v mislih in v glavi postavi drugačne misli. Und er schreibt, wenn sie treu abgehen von der Universität In pravi, da če zvesti odidejo z univerze und noch immer treu sind, in so še vedno zvesti, dann kann es sein, dass er ihnen 2 Dämonen zur Seite potem stellt. se lahko zgodi, da jim doda še enega. Geschwister, wir sind im Kampf. Brati in sestre, mi se nahajamo v boju. Und ich wiederhole, was ich gesagt hatte von Roger Monod. In ponovil bom, kar sem že rekel, Satan will die Adventgemeinde zerlegen in lauter Splittergruppen. Satan si želi razdeliti adventistično cerkev na manjše skupine. Denkt daran, Pomislite na to, wir sind im Kampf. se nahajamo v boju. Im Moment ist Bruder Motschnik der Leiter unseres alten Heims in Bad Aibling. Sedaj je trenutno brat Močnik, vodja našega doma za ostarele v Bad Aiblingu. Einige Zeit zurück war ich der Leiter dort Nekaj časa nazaj sem sam bil vodja und da gab es manche sehr schwierige Verhandlungen. in smo imeli zelo težavne pogajanja. Ich habe dann immer 2 Beter gebeten. Takrat sem vedno imel 2 molilca, Bitte zieht euch zurück in das und das Zimmer. ki sem ju prosil, pojdite nazaj v eno sobo, Schließt euch ein. zaprite se tam, Ab 9 Uhr habe ich die Verhandlung. od 9. ure naprej imam ena pogajanja Bitte betet abwechselnd, in molita izmenoma, bis ich zu euch komme und sage, es ist beendet. ne pridem k vama nazaj in vam povem, končano je. Gott hat in jeder dieser Verhandlungen Bog je v vsakem od teh pogajanj ali sestankov die größten Siege geschenkt. nam podaril velike zmage. Wir betreuen von Bad Aibling aus seit 25 Jahren Missionsprojekte in Usbekistan. Že 25 let od tega je, da iz Bad Aiblinga vodimo misijonske projekte v Uzbekistanu. Wir hatten vor Jahren große Schwierigkeiten in der Großstadt Nukus. Pred 3 leti smo imeli velike težave v enem velemestu z imenom Nukus. Wir haben uns beim Oberbürgermeister angemeldet. Tam smo se prijavili pri glavnem županu. Der Vize-Oberbürgermeister hat uns empfangen. Sprejel nas je pa podžupan.
ein Hühne mit einem steinernen Gesicht, ein Huhn z kamnitim obrazom. Wir haben 2,5 Stunden mit ihm gesprochen, 2,5 uri smo se z njim pogovarjali. aber Toda, bevor wir gegangen sind, preden smo šli, haben 4 Schwestern gesagt, so 4 sestre rekle, wir werden abwechslungsweise für euch beten, bis ihr zurückkommt. bomo izmenoma molile, dokler se vi ne vrnete. Gott hat einen großen Sieg geschenkt. Bog nam je podaril veliko zmago. Der Vize-Oberbürgermeister hat nach 4 Wochen einen unserer Pioniere bestellt. Podžupan je po tistem naročil k sebi enega od naših pionirjev tam, Er hat einen Imbiss vorbereitet pripravil je za njega en tak zakusko und sagte ihm, in mu je rekel, der Mann aus Deutschland, das war der erste Ausländer, der Gutes gefunden hat und nicht kritisiert hat. tisti človek iz Nemčije je bil takšen, ki je nekaj dobrega našel in ni samo kritiziral. Und das war der erste Mensch in meinem Leben, In to je bil prvi človek v mojem življenju, der für mich und mein Land gebetet hat. ki je molil zame in mojo deželo. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten. Z vami, sodelovali bomo z vami. Geschwister, Gott muss eingreifen. Sestre in bratje, Bog mora poseči Er will eingreifen, wenn wir beten. in bo, če bomo molili. Mose sagte, ich werde auf dem Hügel stehen und beten. Mojzes je rekel, jaz bom stal tam na hribu in molil. All die Kämpfer wussten, dass Mose da oben Vsi betet. bojevniki so vedeli, da tam zgoraj Mojzes moli. Es ist gut, wenn die Mitarbeiter auch wissen, dass wir für sie beten. Zelo dobro je, če naši sodelavci vedo, da molimo za nje. Gott hat bei dieser Gelegenheit den Vorhang zurückgezogen. Pri tej priložnosti Bog je zastrl zaveso, Dass alle erkennen, woher der Sieg kommt. ali pa odstrl zaveso, da vsi spoznajo, odkot pomoč prihaja. Jetzt sagt interessanterweise Sedaj pa tukaj piše der Vers 13, v 13. vrstici, und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Jozue pa je premagal Amaleka in njegovo ljudstvo z mečem. Ich finde es interessant, Gott stellt am Schluss fest, Josua hat den Sieg gewonnen. Zanimivo mi je, da na koncu piše, da je Jozue dobil zmago. Das zeigt, dass eine unauflösliche Verbindung ist zwischen Beten und Arbeiten. To nam kaže, da obstaja ločljiva povezava med molitvijo in delom. Eine wichtige Beziehung zwischen Kampf und Gebet. Pomembna povezava med bojem in molitvijo. Noch immer ist das Gebet Še vedno je molitev die Basis des Sieges. temelj zmage. Aber Gott nimmt uns den Kampf nicht ab. Toda Bog nam ne bo odvzel boja. Aber der Sieg kommt vom Herrn. Zmaga pa pride od Gospoda. Das war ein Beispiel, To je bil primer, was geschieht, wenn die Leiter beten. kaj se zgodi, kadar vodje molijo. Ich möchte noch auf eine zweite Frage eingehen. Šel bom še na drugo vprašanje. Welche Voraussetzungen erwartet Gott, wenn wir krank sind und um Heilung beten? Katere pogoje Bog pričakuje, ko smo bolni in molimo za ozdravitev? Ich darf euch zunächst empfehlen, wo ihr das alles lesen könnt. Najprej bi vam priporočil, kje boste o tem več prebrali. In unserem Buch Auf den Spuren des großen Arztes In sicer v knjigi Na sledeh velikega zdravnika. Das ist ein altes Buch von To je Ellen White. stara knjiga Ellen White. Ich denke, es ist
da je to knjiga Zdravje na dosegu roke. Upam. Ministry of Healing, maybe? Ja. Oh, yeah. That's the one. Kapitel 16 dort. Potem je ta knjiga. Das, V 16. poglavju, das Gebet für die Kranken. ki se glasi molitev za bolne. Wir lesen jetzt eine besondere Stelle über das Gebet für die Kranken. Sedaj bomo prebrali eno posebno mesto, ki govori o molitvi za bolne. Jakobus 5, Verse 14 bis 16. Najprej preberimo Jakob 5, 14 do 16. Bitte lest direkt Kroatisch. Ja. Jakob 5, 14 do 16. Torej, če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazili z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil, če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. Was wir jetzt besprechen, gilt nicht nur, wenn die Ältesten beten, To, o čemer bomo sedaj govorili, ne velja samo, kadar starešine molijo, sondern für alle Gebete für die Kranken. velja za vse molitve za bolne. Aber wir wollen dieses Beispiel besprechen. Toda bomo spregovorili o tem primeru. Wir werden eingeladen, wenn wir krank sind, die Ältesten der Gemeinde zu rufen zum Gebet. Povabljeni smo, da kadar zbolimo, da si pokličemo starešine cerkve, da molijo. Die Einladung Poziv, soll vom Kranken ausgehen. vabilo naj pride od bolnega. Ich muss sagen, dass ich seit Jahrzehnten staune, Moram reči, da že desetletja se čudim, wie wenig Geschwister davon Gebrauch machen. koliko malo bratov in sester se je poslužilo tega. Und ich weiß nicht, Ne vem, ob die Ursache davon nicht ist, dass sie ahnen, welche Voraussetzungen ne vem, notwendig ali je sind. morda mogoče razlog za to, da predvidevajo, kaj bi naj bil kakšni pogoj naj bi bil za to. Das Salben mit Öl Maziljenje z oljem soll die Übergabe des Kranken an Christus darstellen. naj bi predstavljalo izročanje bolnega Kristusu. Also, der Kranke soll sein Leben Christus übergeben mit allem, was er ist. Torej, und hat. bolnik naj bi izročil svoje življenje, vse, kar ima Kristusu. Und Gott sagt, das Gebet des Glaubens Bog wird pravi, dem Kranken helfen. da bo molitev vere pomagala bolniku. Gelten diese Verheißungen Gottes auch heute? Ali te Božje obljube veljajo tudi danes? In diesem Kapitel 16 V tem poglavju 16. vrstici, sagt Ellen White, v 16. poglavju knjige, torej Zdravje na dosegu roke, Ellen White pravi, Christus ist heute derselbe mitfühlende Arzt, Kristus je tudi danes isti sočutni zdravnik, der er während seines Dienstes auf Erden war. kakršen je bil v času svoje službe na zemlji. In ihm ist Heilkraft für jede Krankheit V njem se nahaja zdravilna moč za vsako bolezen und Stärkung für jede Schwachheit. in okrepitev za vsako šibkost. Seine heutigen Jünger Njegovi sedanji učenci sollen für die Kranken ebenso ernsthaft beten wie seine damaligen. naj bi za bolnike prav tako resno molili, kakor tudi nekdanji. Die Heilungen werden dann eintreten, Ozdravitve bodo tedaj prišle, denn das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. ker bo molitev vere pomagala bolniku. Diese Verheißung gilt also heute genauso wie damals. Ta obljuba velja danes ravno tako, kakor nekoč. Am Ende sagt Ellen White, Na koncu pravi Ellen White, Christi Diener sind der Kanal seines Wirkens Kristusovi služabniki so
kanal njegovega delovanja Durch sie will er seine heilende Macht ausüben. in preko njih bo izvajal svojo zdravilno moč. Das gilt auch hier nicht nur für die formell eingesetzten Leiter. To velja ne samo za formalno postavljene vodje. Welche Erfahrungen liegen vor? Kakšne izkušnje imamo tukaj? Ich wurde eingeladen, an einem solchen Gebet teilzunehmen. Bil sem poklican, da se udeležim takšne molitve. Vor Jahren. To je bilo pred leti. Unser Prediger hatte alles vorbereitet, ein Vorgespräch Naš gehabt. predigar je tam vse pripravil, predtem je imel že en pogovor. Diese Schwester hatte Knochenkrebs. Šlo je za sestro, ki je imela raka na kostih und hatte eine furchtbare Angst vorm Sterben. in se je strašno bala smrti. Nach der Krankensalbung Po maziljenju war sie in tiefstem Frieden. je prišla v najgloblji mir, se je pomirila Sie blieb in diesem Frieden, in je ostala tako pomirjena, ist aber an Knochenkrebs gestorben. umrla pa je. Ein anderer Fall, Drugi primer. wir wurden zum Gebet gerufen von einem Bruder im Krankenhaus. Poklicali so nas v bolnišnico, oziroma en brat nas je poklical iz bolnišnice. Er war in seiner Krankheit das 3. Mal im Krankenhaus Že tretjič se je nahajal v bolnišnici zaradi te bolezni. und die Ärzte hatten ihm gesagt, Zdravniki so mu rekli, wenn Sie das 3. Mal kommen, ko pridete tretjič, das ist das letzte Mal. bo zadnjič. Er rief uns zum Gebet. Poklical nas je k molitvi, Es war ein älterer Herr. šlo je za starejšega gospoda, Wir haben für ihn gebetet smo molili zanj und Gott hat Gnade geschenkt. in Bog je podaril milost Er hat noch 4 bis 5 Jahre gelebt. in je živel še 4 do 5 let. Wir hatten in Bad Aibling einen Prediger. V Bad Aiblingu smo imeli predigarja, Er ist vor einigen Jahren gestorben. ki je umrl pred nekaj leti. Er war in der Universitätsklinik, Je bil na univerzitetni kliniki hatte Krebs, zaradi raka, hat im Krankenhaus um die Krankensalbung gebeten. in ko je tam ležal v bolnišnici, je prosil za maziljenje. Als er aufgeschnitten wurde, Ko so ga odprli, haben die Ärzte keinen Krebs mehr gefunden. zdravniki niso našli nobenih sledov raka. Welche Voraussetzungen erwartet Gott von Seite des Kranken? Katere pogoje Bog pričakuje strani bolnika? Es gibt 2 grundlegende Bereiche. Obstajata dve temeljni področji. Einmal, dass wir alle unsere Sünden, die wir wissen, bekannt haben. Najprej, da smo vse svoje grehe, ki jih poznamo, priznali. Und wo etwas nicht in Ordnung ist, es mit Gottes Hilfe in Ordnung bringen. In če je karkoli takega, da ni urejeno z Bogom, potem z Božjo pomočjo uredimo. Es geht um die Willigkeit, dass der Kranke sich voll Christus übergibt. Gre za pripravljenost, da se bolnik popolnoma izroči Bogu. Mit der Willigkeit, ihm in Zukunft in allem zu folgen. Za pripravljenost, da mu v prihodnosti vsem sledi. Ich empfehle den Kranken vorher, wenn sie in der Lage sind, Pred tem bolnikom priporočam, če so seveda v tem stanju, če lahko, Psalm 51 zu lesen. da si preberejo 51. psalm. Er hat in der deutschen Bibel die Überschrift Gott sei mir Sünder gnädig. V nemški Bibliji ima naslov Bog bodi milosten meni grešniku. Die andere Voraussetzung, die notwendig ist, Drugi pogoj, ki je potreben, nujen, ist die Willigkeit, je pripravljenost, in meinem praktischen Lebensstil Gott zu folgen. da sledimo Bogu v našem vsakdanjem življenju. Ellen White sagt, Ellen White pravi, viele Menschen ziehen sich Krankheiten durch eine nachlässige Lebensweise mnogi zu. ljudje si navlečejo nase bolezni
z nemarnim stilom življenja. Sie haben nicht in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen oder den Prinzipien kompromissloser Ethik gelebt. Niso živeli v skladu z naravnimi zakoni ali z načeli brezkompromisne etike. Andere haben mit ihren Essgewohnheiten, Drugi pa so za svojimi prehrambenimi navadami pitja, Trinkgewohnheiten, Bekleidungsgewohnheiten oblačenja oder Arbeitsgewohnheiten, z delovnimi navadami die Gesetze der Gesundheit missachtet. spregledali ali prezrli na zakone zdravja. Oft ist irgendein Laster die Ursache von Schwachheit des Geistes oder des Körpers. Pogosto je kakršnokoli breme vzrok slabosti duha ali telesa. Erhielten diese Personen nun die Segnung der Gesundung, Če bi te osebe prejele blagoslov ali ozdravitev, würden viele von ihnen denselben Kurs bi mnogi med njimi der leichtfertigen Übertretung von Gottes Natur- und Sittengesetzen fortsetzen. nadaljevali z enakim načinom lahkomiselnega pretiravanja in kršenja božjih naravnih in etičnih načel. Das heißt, wer einen verkehrten Lebensstil nicht ändern will, Tisti, ki si ne želi spremeniti napačnega življenjskega stila, kann nicht mit einer Erhörung rechnen. ne more računati z uslišanjem molitve. Gott will uns glücklich machen. Bog nas želi narediti srečne Will nicht, dass wir verkehrte Wege gehen. in ne želi, da gremo po napačnih poteh. Wir haben alle ein gewisses Problem. Vsi imamo neko določeno težavo, Oder ich möchte sagen, wir können alle ein gewisses Problem haben. ali drugače povedano, lahko imamo vsi določeno težavo. Es kann sein, dass wir manchen Rat der Gottlosen Lahko, da včasih poslušamo neke nasvete brezbožnih nicht als eine weltliche Ansicht erkannt haben. in da ne prepoznamo to kot posvetni nazor. Nicht erkannt haben, dass es im Gegensatz steht In ne prepoznamo, da je v nasprotju zu den Wegen Gottes. z božjimi potmi. In 2. Korinther 4, Vers 4 steht, V drugem pismu Korinčanom 4:4 stoji: ist nun unser Evangelium verdeckt, Če je naš evangelij zakrit, Vers 3. Če pa je naš, tretja vrstica, 4:3, če pa je naš evangelij kljub temu zakrit, So ist denen verdeckt, die verloren gehen. je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja. Vers 4. Četrta vrstica. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, Za nevernike, ki jim je Bog tega sveta zaslepil misli, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa. von der Herrlichkeit Gottes. Satan verblendet einmal durch Abdecken bestimmte Wege Gottes, Satan s prekrivanjem zakrije Božje poti. oder er verzaubert, man kann es auch mit verzaubern Ali übersetzen, lahko to prevedemo tudi, da začara, dass wir verkehrte Dinge für richtig halten. da lahko napačne stvari imamo za prave. Die verloren gehen, können verführt werden. Tiste, ki gredo v izgubo, lahko zapelje. Das sind die Ungläubigen, To so neverni, aber toda
Es sind auch die fleischlichen Christen. Vendar gre tudi za mesene kristjane. Die können auch verführt werden. Tudi ti so lahko zapeljani. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Jezus pravi v Mateju 24, dass die Auserwählten nicht verführt werden können, aber dass der Böse es versucht. da izvoljeni ne morejo biti zapeljani, čeprav bo hudič to poskušal. Es ist noch eine andere wichtige Frage, wenn es um Gebet für Heilung geht. Še eno pomembno vprašanje je, ko gre za molitev za ozdravitev. Dürfen wir trotz Gebet Heilmittel verwenden? Ali lahko kljub molitvi še vedno jemljemo zdravila? Ellen White sagt weiter in diesem Kapitel, Sestra White pravi naprej v tem poglavju, wer im Gebet um Heilung bittet, kdor z molitvijo prosi za ozdravitev, sollte dabei nicht versäumen, naj pri tem ne opusti auch die ihm zur Verfügung stehenden Heilmittel zu vse, gebrauchen. vsa zdravila ali sredstva za zdravljenje, ki so mu na razpolagi. Es stellt keine Verleugnung des Glaubens dar, Ne gre za zanikanje vere, solche Heilmittel zu če gebrauchen, uporabljamo takšna zdravila, die Gott uns zur Linderung von ki Schmerzen nam jih je Bog dal za blažitev bolečin und zur Unterstützung des Heilungswerkes der Natur gegeben in hat. za podpiranje načina zdravljenja po naravi, ki nam ga je Bog dal pri naravi. Es heißt nicht den Glauben verleugnen, Ne gre za zanikanje vere, wenn man mit Gott zusammenarbeitet če sodelujemo z Bogom und die bestmöglichen Voraussetzungen für eine Heilung schafft. in nam na ta način on omogoča najboljše možnosti za ozdravitev. Wir haben der Bibel ein sehr deutliches Beispiel. V Svetem pismu imamo en zelo jasen primer. Der treue König Hiskia war todkrank. Spomnite se, zvesti kralj Ezekija je bil zbolel na smrt Er betete zu Gott in je molil k Bogu. und Gott schickte den Propheten Jesaja zu ihm. Bog mu je poslal preroka Izaija. Jesaja sollte ihm sagen, Izaija naj bi mu rekel, ich will dich gesund machen. ozdravel te bom. Und wie hat Gott das gemacht? In kako je Bog to opravil? Gott hat durch Jesaja gesagt, Bog ich will dich Je gesund machen. po Izaiju rekel, ozdravil te bom. Jesaja sagte, sie sollten ein Pflaster von Feigen auflegen. Izaija pa mu je naročil, naj si vzame en od smokov, ne vem kaj je to. Prosim? Obkladek od smokov. Und als sie das brachten, In ko so mu to prinesli, legten sie es auf das Geschwür so mu položili na njegov tur ali rano und er wurde gesund. in je ozdravel. Ich hatte einen Absatz vorgesehen, was geschieht, wenn die Gemeinde betet, Imam še v načrtu povedati, kaj se dogaja, ko cerkev moli. Ich möchte den Teil auslassen, aber sagen, welche beiden Bibelstellen ihr persönlich euch notieren könnt, um darüber nachzulesen. Povedal bom dva navedka iz Svetega pisma, ki naj bi prebrali, da o tem razmislite. Apostelgeschichte 4, Apostolska dela 4, Petrus und Johannes werden sozusagen aus dem Gefängnis herausgebetet. tam se je zgodilo, da sta Peter in Janez praktično z molitvijo bila izvlečena iz zapora, Dann auch Apostelgeschichte Kapitel 12. potem Apostolska dela 12. poglavje, Petrus ist im Hochsicherheitsgefängnis, Peter se nahaja v najbolj zavarovanem zaporu, angekettet an Soldaten uklenjen na vojake, z vojaki, ne? und Gott führt ihn heraus. Bog ga pa izpelje ven.
Das gemeinsame Gebet der Gemeinde Skupna molitev crkve hat große Wirkung, wenn die Gemeinde treu ist. ima veliko delovanje, kadar je crkva zvesta. Ich wollte noch auf einen anderen Bereich kommen, weil ich denke, dass der für manchen sehr wichtig ist. Bi šel še na eno stvar, za katero mislim, da je za mnoge pomembna. Verheißungen für unsere Fürbitte für unsere Kinder. Obljube za naše prošnje, posredovalne molitve za naše otroke. Ich denke, wir sind uns heute alle bewusst, Menim, da se vsi zavedamo, dass Kinder noch nie so gefährdet waren wie heute. da otroci niso še nikoli bili tako ogroženi, kot so danes. Mein dreijähriger Urenkel, Moj 3-letni pravnuk geht zu seinem Onkel, sagt, pojde Stefan, hast du Zeit? k svojemu stricu in mu pravi: Štefan, ali imaš čas? Und dann machen sie Computerspiele In zusammen. potem igrata skupaj računalniške igre. 3 Jahre alt. 3 leta je star. Ein kleines Mädchen, 1 Jahr und 2 Monate alt. Majhna deklica, leto in 2 meseca, dojenček. Wenn die Mutter da ihr Handy hat, Ko ima mati svoj telefon, mobilni telefon, nimmt das kleine Mädchen schon und schiebt da. tudi ona gre s prstkom in premika. Geschwister, die Kinder und Jugend waren noch nie so gefährdet wie heute. Drage sestre in dragi bratje, otroci in mladina še nikoli niso bili tako ogroženi, kot so danes. Es ist wichtig und wertvoll, dass wir sie gut erziehen. Pomembno je in dragoceno, da jih dobro vzgajamo. Aber wir können sie nicht überall beschützen. Vendar jih ne moremo vse povsod zavarovati, Wir können sie nicht überall begleiten. ne moremo jih vse povsod spremljati. Unser Herr kann es. Naš Gospod pa lahko. Sie sind nur sicher, wenn sie in Christus sind. Varni so samo, če so v Kristusu. Aus diesem Grund ist das Vorbild der Eltern doppelt wichtig heute, Zaradi tega je vzor staršev dvojno pomemben, dass sie ihre Kinder Gott weihen, da posvetijo svoje otroke Bogu, dass die Kinder sehen, dass die Eltern sich Gott übergeben, um den Heiligen Geist. da otroci vidijo, da se tudi njihovi starši izročajo Bogu in prosijo za Svetega Duha. Und dass eine entsprechende Atmosphäre in der Familie ist. In da obstaja ustrezno ozračje v družini. Ellen White sagt, Ellen White pravi: lehre deine Kinder, poučuj svoje otroke, dass es ihr Vorrecht ist, da jim je njihova prednost, jeden Tag eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu empfangen. da so vsak dan sprejmejo izpolnitev s Svetim Duhom. Wir sollten unsere Kinder durch unser Vorbild und durch Anleitung lehren, auch um den Heiligen Geist zu bitten. Naj bi naše otroke z našim vzorom, našim poučevanjem učili, da prosijo za Svetega Duha. Wenn ich vor der Predigt eine Kindergeschichte erzähle, Kadar pred pridigo govorim zgodbo za otroke, dann führe ich es oft dorthin, dass ich am Schluss sage, takrat pogosto na koncu zaključim: betet jeden Morgen, molite vsako jutro: Herr Jesus, komm in mein Herz Gospod Jezus, pridi v moje srce und bitte schenke mir deinen Heiligen Geist. in mi podari svojega Svetega Duha. Das können schon kleine Kinder beten. To tudi majhni otroci molijo. Und Kinder sind gläubig, die brauchen keine Verheißungen. Otroci pa so, oni verujejo in ne potrebujejo obljub. Wenn sie größer sind, können wir ausführlicheres Gebet sie lehren. Ko bodo večji, jih bomo malo bolj natančno molitev učili. Eine Schwester schrieb, Sestra je pisala, es ist ein Beispiel mit dem 40-Tage-Buch.
Gre za primer iz knjige 40 dni. Ich erhielt eine E-Mail. Prejela sem elektronsko pošto. Meine Nichte erzählt mir begeistert von dem 40-Tage-Programm. Moja nečakinja mi je navdušeno govorila o 40-dnevnem programu. Außerdem berichtete sie mir ihre persönlichen Erfahrungen mit Schritte zur persönlichen Erweckung. Razen tega mi je govorila o svojih osebnih izkušnjah iz knjige Koraki do osebnega prebujenja. Ihr jüngster Sohn hatte viele Schwierigkeiten mit der Gemeinde. Njen najmlajši sin je imel velike težave v cerkvi. Und so beteten sie im Rahmen der 40-Tage-Gebetszeit V okviru 40-dnevne molitve molili mit ihrer Gebetspartnerin z svojo partnerko za molitev, ganz besonders für diesen Sohn. še posebno za tega sina. Die Folge war, er änderte sein Leben Rezultat je bil, da je on spremenil svoje življenje und bereitet sich jetzt auf die Taufe in se vor. pripravlja na krst. Sie schreibt, ihre Begeisterung steckte mich an. Piše, njeno navdušenje je bilo nalezljivo name. Und nun bete ich auch um eine Gebetspartnerin und habe begonnen, die beiden Bücher zu lesen. In sedaj molim tudi sama z eno partnerko in se začela brati knjigi. Vielleicht notiert ihr euch als Eltern jetzt noch einige Verheißungen, mit denen wir für die Kinder beten können. Mogoče sedaj kot starši si lahko zapišete nekaj obljub, za katere lahko molimo za naše otroke. Jesaja 49, Vers 25. Izaija 49, 25. 49, 25. Da, tako govori Gospod, ujetnik bo močnemu vzet in plen bo nasilniku ušel. S tvojimi pravdarji se bom jaz pravdal, tvoje otroke bom jaz rešil. Gott verspricht, uns zu erhören, unsere Kinder zu befreien. Bog nam obljublja, da bo osvobodil naše otroke. Jeremia 31, Vers 16. Jeremija 31, 16. Ja. Tako govori Gospod, prepreči svojemu glasu jok, solze svojim očem, kajti dobila je plačilo za svoje delo, govori Gospod. Vrnejo se iz sovražnikove dežele. Ja, Jesus gibt uns Zusagen in sein Wort. Noch Apostelgeschichte Jezus nam daje zagotovila v svoji besedi. 16:31. 16. poglavje apostolska dela, 31. vrstica. 16:31. Odgovorila sta mu, veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Und dann gibt es noch eine ganz herrliche Verheißung, mit der wir für die Kinder und viele andere Anliegen beten In dürfen. obstaja še ena velika obljuba, za katero molimo mi in naši otroci. Das Johannes 15, Vers 7. Janez 15:7. Wenn ihr in mir bleibt Če ostanete v meni und meine Worte in euch bleiben, in moje besede ostanejo v vas, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. boste prosili karkoli boste hoteli in se vam bo zgodilo. Wir dürfen wissen, wenn wir uns für unsere Kinder beten, Morali bi vedeti, da kadar molimo za naše otroke, Gott wirkt an ihnen, Bog deluje na njih, aber er zwingt sie nicht. vendar jih ne sili. Die Liebe Gottes ist mit Freiheit verbunden Božja ljubezen je povezana s svobodo und Gott manipuliert sie nicht, in Bog ne manipulira z njo. aber er hat 1000 Möglichkeiten, sie umzukehren
die wir nicht haben. Vendar ima na tisoče možnosti, da jih obrne, ki jih mi niti ne vemo. Vergesst nicht, für die Kinder zu beten, Ne pozabite moliti za otroke, für die eigenen, za lastne, für die Kinder in der Gemeinde za otroke v cerkvi und vielleicht noch andere, die euch am Herzen in liegen. mogoče tudi za druge, ki vam ležijo na srcu. Mich hat eine freudige Nachricht erreicht. Prišla je vesela novica do mene. Ein Mädchen hat sich dafür entschieden, ihr Leben Gott 100% zu weihen. Neko dekle se je odločilo, da 100% posveti svoje življenje Bogu. Obwohl sie den Glauben seit ihrer Kindheit kannte, Čeprav je poznala vero od svojega otroštva, lebte sie ohne Gott. je živela brez Boga. Sie hatte gar kein Interesse am Glauben Ni imela nobenega zanimanja za vero und war vom weltlichen Leben total gefangen. in je bila popolnoma zajeta s posvetljenjem. Jetzt ist sie komplett verwandelt. Sedaj je popolnoma spremenjena. Alle, die sie kennen, sehen es Vsi, ki jo poznajo, to vidijo und wundern sich. in se čudijo. Nun studiert sie mit mir die Bibel, Sedaj z mano preučuje Biblijo nimmt selber an dem 40-Tage-Programm unserer Kirche teil in se je udeležila tudi programa 40 dni molitve v naši cerkvi und möchte andere zu einem ernsteren Glaubensleben ermutigen. in bi želela tudi druge ohrabriti za drugačno življenje. Ihr habt ja jetzt das 40-Tage-Buch erhalten. Sedaj ste prejeli knjigo 40 dni molitve. Dennis Smith gibt darin 9 Punkte, die wir einschließen können in unsere Fürbitte. Denis Smith nam v tej knjigi daje 9 točk, ki jih lahko vključimo v našo posredniško molitev. Und ich möchte ganz zum Schluss ein Wort von Dwight Nelson lesen. Na koncu bi vam prebral nekaj besed Dwighta Nelsona. Er sagt, Pravi. ich erinnere mich nicht, Ne spominjam se, schon einmal ein derart starkes Interesse da bi videl kdaj takšno močno zanimanje an solch ein klein Buch za gesehen zu haben. tako majhno knjižico. Er meint Schritte zur Erweckung. Tukaj ima v mislih korake za osebno prebojenje. Ich bin überzeugt, sagt er, Sem prepričan, pravi, dass es in meiner Glaubensgemeinschaft da v moji verski skupnosti einen tiefen Hunger und Durst für etwas gibt, obstaja tako globoka želja za nečem das in Jesus lakota po nečem, als Erfüllung mit dem Heiligen Geist bezeichnet. ki se kaže kot želja po Jezusu in izpolnitvi s Svetim Duhom. Und ich sage euch die Wahrheit, In vam pravim, po resnici, ich habe schon begonnen, sem že začel einen deutlichen Unterschied in den Menschen wahrzunehmen, opazovati opazno razliko pri ljudeh, die Jesu Einladung zur täglichen Suche nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist annehmen. ki so sprejeli Jezusovo vabilo po dnevnem iskanju Svetega Duha. Die Macht liegt eindeutig nicht in diesem Buch, Moč prav gotovo ni v tej knjigi, sondern im Geber des Geschenks, vendar v dajalcu darila, das viele jetzt suchen. ki ga sedaj mnogi iščejo. Ich wünsche euch allen Vsem vam želim ein starkes Wachstum im Glauben, im Gottvertrauen. močno rast v veri Und ich danke euch herzlich, ich war mit großer Freude in zahvaljujem se vam iz srca, bilo mi je veliko veselje, wieder bei euch. da sem bil lahko z vami. Ich möchte eurem Vorsteher herzlich danken Iz srca se bi zahvalil vašemu predsedniku für seine Einladung, za njegovo vabilo, aber ich habe auch beobachtet, vendar sem tudi opazil, dass alles hervorragend vorbereitet da war. je bilo vse izredno dobro pripravljeno. Und ich möchte auch
den Übersetzern herzlich danken. Zahvaljujem se tudi prevajalcem. Übersetzen ist eine anstrengende Sache. Prevajanje je naporno. Danke, Zlatko, Timo hier Zmago. und der Hvala Zmagu, Maja. Maja in Maji. Ja. Vielen Dank für eure Übersetzung. Euch allen Gottes Hvala Segen. vam za prevajanje in želim vam vsem Božji blagoslov. Ich lade euch ein, zu einem Gebet In vas aufzustehen. vabim, da ostanemo k molitvi. Unser Vater im Himmel, wir sagen dir herzlichen Dank, Naš nebeški Oče, se zahvaljujemo se ti iz srca, dass du uns in deiner Liebe vorbereitest, da nas v svoji ljubezni pripravljaš durch Erweckung und Reformation za prebujenje in preoblikovanje auf das große Finale der Evangeliumsverkündigung in za veliki zaključek oznanjevanja evangelija und auf das baldige Kommen Jesu. in za skorajšnji Jezusov prihod. Wir bitten dich, Vater im Himmel, Prosimo te, Oče nebeški, hilf uns täglich innig mit dir verbunden zu sein. pomagaj nam, da bi bili vsak dan notranje povezani s teboj. Und wir bitten dich für alle unsere lieben Angehörigen, Prosim te tudi za vse naše drage, mile in drage, besonders auch für unsere Kinder. še posebno za naše otroke. Vater, schenke Gnade, Oče, podari milost, dass wir gemeinsam deinen Weg gehen. da lahko skupaj pojdemo po tvoji poti. Ich danke dir herzlich, Vater, für alles, was du in Slowenien schon getan Iz hast. srca se ti zahvaljujem za vse, kar si storil v Sloveniji že do sedaj Und ich bitte dich herzlich, führe das Werk dort weiter. in prisrčno te prosim, vodi delo tam še naprej. Segne die Leiter, Blagoslovi vodje, die Prediger, pridigarje, die Ältesten, starešine, die Gemeinden. cerkve. Hilf du, dass sie gegenseitig sich im Gebet tragen, Pomagaj, da z molitvijo drug drugega nosijo, dass wir erfüllt von deiner Liebe da izpolnjeni s tvojo ljubeznijo einen attraktiven Glauben haben für unsere Familie, für unsere Kinder, imamo privlačno vero za našo družino, za naše otroke und auch für die Menschen in der Welt. in tudi za ljudi v svetu. Und wir bitten dich herzlich, Iz srca te prosimo, schenke uns allen heute einen guten Heimweg. vsem nam podari danes srečno pot domov. Hab herzlichen Dank dafür. Iz srca se ti zahvaljujemo. Amen. Amen.